Hallo miteinander, da ist Extus 19. Ich habe hier für euch ein ganz schönes Spiel. Also, mir gefällt es besonders gut, weil einfach, es hat auch wieder Humor drin. Es ist etwas... Ich habe gerne Südseeinsel, ich habe gerne den Minecraft-Dschungel, oder? Südsee, die Grafik gefällt mir, es ist schön. Und die Spielart gefällt mir auch. Es ist eine Art SimCity, aber schauen wir es doch einfach an am besten. Ja. Oh man, die Sprüche amix. Ich werde in die Politik gehen und schon bald werde ich über Tropico herrschen. Für Historiker kommender Generationen habe ich ein Journal angelegt, um meinen Aufstieg an die Macht und den Kampf um Tropico zu dokumentieren. Doch zunächst muss ich lernen, wie man einen Inselstaat regiert. Der berühmte General Santana wird mein Mentor sein und mir die Grundlagen erläutern. Ich werde die Insel besichtigen, die Bürger begrüßen, Gebäude überprüfen und lernen, wie man neue Bauten in Auftrag gibt. Sehr gut habe ich vorgelesen, gell? Nein, eben, schon nur das, die Stimme. Genial. Also, Stadtbudget, Bürger 430, Schweizer Bankkonto haben wir 0. Was das Gesamt ist, keine Ahnung. Punkte brauchen wir wahrscheinlich einfach, oder? Die Schwierigkeit, finale Punktestand. Ich habe natürlich schon mal gespielt. Insgesamt von allen Maps, die ich gespielt habe, jetzt 530'000 auf dem Schweizer Bankkonto, 70 Raum. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt gerade nur von dieser Kampagne die Punktezahl ist und so. Keine Ahnung. Wir klicken hier auf Wiederholung, weil ich es schon mal gemacht habe. Und die Musik, herrlich. Hola, Presidente. Generalissimo Santana, Ihr Mentor und Vorbild. Ich zeige Ihnen, wie man regiert. Und er liest immer nur die obersten Sätze jetzt vor, es geht ein bisschen schneller, das finde ich noch gut. Den anderen tue ich einfach zusammenfassen. Noch etwas zu den Parts. Ich werde nicht Tschüss und Hoi sagen, sondern einfach aufnehmen und dann splitten. Oh, stimmt, das ist ja mit Pfeiltasten, nicht mit WASD. Gut. Amigo, zum Ja. Glück haben Leute wie wir Lakaien, die uns über alles Wichtige informieren. Eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Aufträge finden Sie am rechten Bildschirmrand. Ja, eben. Ich muss einfach da zumachen und die erste Aufgabe auch aufmachen. Cool, he? Ja, es informiert mich über alles natürlich, das ist genial. Fraps geben gerade ein bisschen Lags. Dank unseres streng geheimen diktatorischen Spionagesatelliten Geniale können Sie Ausrede. Ihre schöne Insel in HD und in Farbe sehen. Verblüffend, oder? Ich zeige Ihnen die Steuerung. Bewegen Sie den Cursor zum Bildschirmrand, um die Ansicht in diese Richtung zu schwenken. Also los! Ja. Ich mache das liebend gerne mit der Pfeiltaste und vorher hat es gerade ein bisschen Lag gegeben. Ich weiß nicht. Ich muss schauen, wie ich das Vielleicht mache. wollen Sie ja mal Ihr Herrschaftsgebiet von nahem betrachten. Ja, einfach Deshalb ist zoomen. Zoomen wird auch noch erklärt. Das ist unser Herrschaftsgebiet im Moment. Und eben anscheinend hat es zwischendurch so ein bisschen Fraps-Lags, würde ich sagen. Ja. Gut, Amigo. Zoomen Sie etwas heraus. Verwenden Sie dazu das... Ja, man hätte jetzt da so ein bisschen anschauen und so. Es ist schon recht detailliert. Es ist ein älteres Spiel, glaube ich, 2-jährig oder so. Ja, schön, hä? Los. Das Umdrehen. Halten Sie die mittlere Maustaste oder Nur die Stumpen Alt-Taste brauchen. gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links und rechts, um die Kamera zu... Okay, ich bewege die Maus links und rechts. Sehr schön. Sie können den Winkel, Oder die indem Sie mittlere Ihre Maustaste. Immer mittlere Maustaste ist viel praktischer als Alt. Hervorragend. Jetzt, wo Sie die Kamera bedienen können, zeige ich Ihnen, wie man die Zeit kontrolliert. Yep, ganz simpel da. Voll easy. Los, gib mir coole Aufgaben. Oh. Wie die Zeit vergeht, wenn Da man kommen sicher wieder Spaß hat. Banzen über für den Video. Aber das ist nicht alles, Amigo. Sie sind so mächtig, Sie können sogar... Sie sind so mächtig, sie können sogar die Zeit anhalten.
Aber Palmen werden gleich noch, schau das an. Gut gemacht, Amigo. Jetzt können wir in Ruhe die Gebäude Ihrer Insel inspizieren. Okay, schauen wir mal die Gebäude an. Welches wollen wir? Das da. Fuhrparkbüro. Das ist das Infofenster. Es zeigt alle wichtigen Informationen des Gebäudes. Genau, man kann da verschiedene Löhne festlegen. Jetzt da im Tutorial wahrscheinlich noch nicht, ich müsste das zuerst wegklicken. Aber es ist ein Ausbeuterbetrieb, das heisst, sie arbeiten für billigere Löhne. Das andere weiss ich gar nicht, ich mache immer nur Ausbeuterbetrieb. Die Arbeitsbedingungen, sie steigen, wenn ich den Lohn erhöhe. Und je höher die Arbeitsbedingungen sind, desto eher arbeiten da Leute. Das heisst, wenn ich mal irgendwo zu wenig Leute habe, muss ich unbedingt die Löhne aufentun, dass dort an den wichtigen Ort halt die Leute arbeiten. Ja, sonstige Informationen einfach noch. Die tropikanische Geheimpolizei versorgt Sie mit Detailinformationen über jeden Bürger der Insel. Sogar die Gedanken werden aufgenommen und angezeigt. Herrlich, oder? Heftige Diktatur. Ich habe da oben vorne aufs Fragezeichen gedrückt und da hat es einfach noch verschiedene Informationen. Also, wir wollen Gedanken Hola, lesen. vamos a jugar. 4-jähriger Bub. Okay. Dies ist das Bürgerinfofenster. Hier werden detaillierte Informationen über Bedürfnisse, Zufriedenheit, Beschäftigung, Familie und politische Ansichten angezeigt. Okay. Ja, wir sehen seinen Vater, seine Mutter. Wir können natürlich No jetzt auch auf den interesa. Vater zugehen. Es ist Ja, sehr wichtig, neue Moment. Gebäude zu bauen, Amigo. Mit Ihrer Hilfe kann man die Ziele erreichen und Aufträge erfüllen. Bauen wir ein Holzfällerlager auf der Insel. Ja, wir kommen gerade zu dem. Ich bin da noch als Person am Anschauen. General Santana, Moment warten. Je nachdem, was wir haben, können wir auch bestechen, verhaften, als Ketzer anklagen, Elimination oder einen Unfall arrangieren. Es kostet relativ viel. Ja, wie soll ich sagen, das braucht man. Zu dem kommen wir später, warum man das machen muss. Wir sehen, ihm ist Unterkunft wichtig, Freiheit und Job. Also Freiheit könnte ein bisschen höher sein und die Unterkunft auch bei ihm. Seine Fähigkeiten, das braucht man, wenn man ihn will, als Minister anstellen oder so. Und seine Bedürfnisse und Wünsche. Im Moment ist alles erfüllt. Kirche braucht man wahrscheinlich gleich. Und wir sehen auch, was er zuletzt gemacht hat. Eben. Seine Gedanken, er hat ungenügend Gesundheit und so. Wer braucht schon einen Arzt? Ja, das ist so. Er ist arbeitslos im Moment, also hat auch kein Geld, um irgendetwas zu machen. Ja, ich glaube, es wird alles noch erklärt. Gut, ein Holzfällerlager. Ich würde sagen, ja, da ist unser Palast nicht gerade in der Nähe vom Palast, aber gleich noch Nähe. Haben wir da? Wir machen jetzt einfach da. Da sind die verschiedenen Sachen. Ich mache jetzt einfach mal weiter, dass ihr noch etwas sehen, weil sonst Gut gemacht, Präsident. sehen wir Die gar nichts. Bauarbeiter sind unterwegs zur Baustelle. Sie werden allmählich das Holzfällerlager bauen. Das Spiel sollte nicht auf Pause geschaltet sein. Okay, ja. Wir machen gerade mal vorwärts. Wir sehen jetzt da die verschiedenen Baubüro-Leute. Können jetzt anklicken. Ich werde mich mal umsehen. Okay, du bist nicht unser Mann. Komm, Prioritäten auf, dann sollte da bald jemand kommen. Jep, da kommt schon einer. Hey! Der ist jetzt da. Wenn ich Priorität auftue, kann es sein, dass auch noch ein zweiter oder ein dritter kommt. Aber meistens sind es so lazy cheese. Ich habe so viel angestellt und einen schon arbeiten. Das ist leider oft der Fall. Ich weiss nicht wieso. Ja, noch ein bisschen Geschwindigkeit verschnellern. Ah, da kommt noch ein zweiter. Jetzt sehen wir, es geht recht viel schneller. Ja. Und was machst du? Er geht auf Verstecken spielen. Seht ihr, was ich meine? Voll mühsam amix. Oder auch essen und so müssen. Und schlafen. Also es ist noch keine richtige Arbeit. Oder? So, da hat es noch keinen Job. Ah, jetzt haben wir schon den ersten.
Und man hat schon das General erste Dings gewonnen. Santana war beeindruckt von meinen Fähigkeiten. Ich könnte die Insel bereits nach wenigen Jahren regieren. Voll easy, oder? Der Einfluss eines Diktators ist überwältigend. Doch die Fähigkeit der Zeitkontrolle wird am nützlichsten sein. Und ich habe erfahren, wie man die Insel erkundet und nähere Informationen zu Gebäuden und Bürgern einsehen kann. Ja, das haben wir. Ich würde sagen, ich lasse hier gerade den Part beenden. Ich weiss, er ist kurz wahrscheinlich. So vom Gefühl her ist er nicht länger als 7 Minuten oder so. Und ja, ich möchte es eben ohne Uhr machen, genau eben wegen dem Schneiden und so. Aber ich glaube, das lasse ich gerade so. Und ihr könnt ja dann jetzt entscheiden, ob ihr weiter schauen oder nicht. Und der nächste Part wird einfach das nächste sein. Ich werde jetzt mal das Tutorial aufnehmen und wir sehen uns das nächste Mal eventuell wieder oder bei einem anderen Spiel. Je nachdem. Schreibt es in die Comments. Bis dann. Peace. Oh, Moment. Es gibt da glaube ich noch eine Auswertung. Nein, gibt's nicht. Peace.